Na ja, dann ist hier im Oktober, es ist ein bisschen windig, das ist ein bisschen Horstwater. Und von der werden wir mit Bären sein, und mit Bären pokern, mit Bären schaffen und vielleicht noch ein bisschen eten machen. Das ist von der mal 8 Grad warm. Und in Alberta haben sie Schnee gehabt, was mein Freund sieht. Und hier haben wir das noch nicht so kalt, dass je sein kann, die Blätter fallen alle ab. Und das wird nicht lang gehen, dann ist alles wit, alles Schnee. Was immer haben, nu kriegt es het schijn, windig, mit Teil über Dach schijn. So von der werden wir merken, das sind Schrimp Camarones, Enchiladas. Und vielleicht auch noch was von Hühnerfleisch, Backfleisch oder Chicken Breast Enchiladas. So wir wollen von beides merken. Und dann muss ein wollen, was das schönste schmecken. Da sind so Menschen, die gleich nicht Schrimp oder Camarones. Da lohnt ihr den Tag. Und bei so Menschen, die Schrimp oder Camarones gleichen, ich glaube, das Enchiladas wird sehr schön schmecken. Ich weiß, ob den Regen der Säure ab. So werden wir sehen, was wir zu brücken und wie viel Arbeit dort ist. Oder wie viel Abwasch dich dort wird geben. Was immer haben, schönes Eten, ihr habt immer einen Teil Abwasch. Das ist schon don't, wir gehen das schön abwaschen. So, ich kann schmecken Fenster zum Rütchecken, da kann Fähigel sein, in ein Zimmerei oder Wille Kühen. Sind nicht immer rum, aber immer haben, nu werden wir näher gehen. Okay, da werdet ihr wissen, was wir hier alles brücken. Ich wollte hier noch alle abschreiben. Hier haben wir Corn Tortillas, hier haben wir Mehl Tortillas. Hier haben wir rote, grüne, gelbe Peperschoten, sind die Bell Peppers. Wir wollen vielleicht mal einen halben von jeder einbrocken. Mit Schrimp Camarones dit. Hier haben wir 2 Backeljanen. Und hier haben wir Cayenne, roter Peper, ein Viertel Teelöffel. Und ein Viertel Teelöffel Cumin. Und hier haben wir einen halben Teelöffel Chipotle Pulver. Weil dort haben, gaut, wann ich da lut das uit. Und hier haben wir Schmand. Wir wollen 2 Köffel Schmand brocken. Und hier haben wir sürer Schmand. Wir wollen ein halbes Köffel sürer Schmand brocken. Hier haben wir 2 Teen Chesnick. Und hier haben wir dann Cheese, Fingereben. Bunter Cheese. Sie kann Wirten, Mozzarella brocken oder Cheddar oder whatever Cheese Sie gleichen. Und hier haben wir Jalapenos, 3 Stück. Ich kann entweder mal 1 oder 2 oder 3, das ich dann wählen. Hier haben wir 2 Zippeln. Und hier haben wir dann Chicken Breast oder Backfleisch, Hühnerfleisch. Und hier haben wir dann unser Schrimp, oder die Camarones. Nu werden wir das alle fein schneiden und reinmerken. Hier habe ich alles, was Ihnen fehlt für henna und Schrimp oder Camarones Enchiladas. All the ingredients you need for chicken and shrimp enchiladas. Okay, dann wollen wir nehmen, da wir alle Greins rein alle Geschmack fein schneiden, dass ich sein kann. Und Chesnick und rein alles. Und der Backeljan, da steht am Blender und Liquidor an, da ich das sehr fein schneiden. Ich habe bloß eine Backeljan gebraucht und es steht 2. Und die Jalapenos, die wollen ein klein bisschen reichen, das ist nicht nötig, aber die schmecken dann besser. Okay, hier haben wir das Hühnerfleisch, das Backfleisch, haben wir das Schmack aufgewaschen, aufgedreht, dann da wir die Länge, so dort lang abschneiden, dann kriegen wir viel Eier gut. Und dann werden wir den ein bisschen ansalzen. Wir haben hier was von Andenos, so wie ich kann sonst Speise brauchen, ist die gleichen, und wenn sie es nicht, dann bloß Pfeffer und Salz. Use your favorite seasoning, if nothing else, just salt and pepper. Works too. Ich hoffe, sehr fein. Wir haben gekerbte Schrimp gekauft, die sind also mehr gut. Alles, was wir nehmen, ist das Zelt wieder aufknipsen. Und dann sind die rein zum Kerben. Okay, nun kann ich sehen, noch einmal ein Bild von alles, was wir hier haben. Wir haben von allen so Schmack 2 geschnitten. Nun werden wir 4 merken und dann werden wir die fangen zu bruden. Okay, wir haben uns Disco oder Hotplate Paria Plancha hier in die Haut. Wir haben ein bisschen Olivenöl ab. Und dann da wir uns Hühnerfleisch. Wir können nu noch buiten eten merken, das buiten noch schön genug. Und einmal durch den mit Dachsleber und voller Futter und dann steamt und bakt das noch viel Bose. Das buiten mit kalt sein, das dann noch kommt nur. Aber das direkt eine will sehr schön. Und buiten eten merken, das ist sowieso immer ein bisschen schöner.
So, und dann, wenn wir dort die Spur haben, dann nehmen wir dort darauf. Und da werden wir anfangen, das Grünst zu broden. Na ja, nu haben wir die Hotplate. Die Planche war fein reingemerkt. En een beetje schmutsen, een beetje olivenöl. Nu werden wir van Grünst zu broden. Eerst wollen wir die Zippeln aufhängen. Und dann, wenn ich schon ein bisschen brunt worden, da werden wir das ewig Grünst machen. Dann das nächste da die Peperschoten. Und wo wir die so mehr gut broden. Und das ist der meiste gut ist. Dann werden wir da noch ein kleines bisschen Salz und Pfeffer machen. Da fehlt es wieder in Gläsen. Da brauche ich richtig ein bisschen Beet. Und Menschen können dort schatten, wo das riecht. Das riecht sehr, sehr schön. Und dann, wenn es der meiste gut ist, dann da noch die Jalapenos zu machen. Der hat die gesehen, hat ein bisschen verbrannt. Die sind also mehr gut. Und dann das letzte noch das Garlic. You add the garlic at the very end. Und wir setzen das als Maiskräck gut. Und dann da noch die Bacalhau machen. Dann noch einmal ein paar Minuten durchbroden. Und dann das dort rein zum darauf nehmen. Und dann werden wir von dort wieder. Okay, das ist gesehen, wir haben noch was Korn-Tortillas. Wir wollen die noch ein kleines bisschen abroden. Nicht wirklich viel Fahrt, bloß ein kleines bisschen bebroden und dann sind die rein. Und was ich was, wir haben hier noch Mehl-Tortillas. Wir wollen den kleines Brünner merken. Gewöhnlich waren die am Stuhl gekauft, da sind die gut sehr noch gebackt. So, da ein kleines Brünner merken und dann schmecken die besser. Und was ich was, da sind wir nu rein zum das Sauce anrühren. Hier haben wir den Süderschmont, da haben wir einen halben Köffel Süderschmont, half a cup of sour cream. Und dann da wir noch 2 gouden Köffel Schmont machen. Und dann da das Spezie, der rote Pfeffer, der Cayenne Pepper und das Cumin, Comino. Und die anderen Spices, und dann rühren wir das sehr, sehr durch. Und dann werden wir das machen, das Grünst, und dann werden wir das durchbroden, und das dort rein zum unsere Enchiladas machen. Ein klein bisschen Salz und Pfeffer, so viel hier bleiben. Und dann von dort wieder. Und dann, was wir dann tun, ist dann da das Schmondfahrt, was das dann an. Hier macht das Grünst. Und da werden wir dort ein bisschen durchkerken. Und dann erst dort rein. Und wenn uns dort ein klein bisschen zu deren ist, ich will nicht wissen, was wir dann tun, ist dann da ein klein bisschen Cornstarch oder Verstärkungsmehl. Usually wo wir ein klein bisschen Salz und Pfeffer machen. So viel es wieder bleiben. Und dann, was wir dann wollen, wenn ein klein bisschen zu deren ist, dann da ein klein bisschen Cornstarch oder Kornmehl nehmen, ein Verstärkungsmehl, mit ein klein bisschen Wasser, das Gescheit durchrühren, und dann, wenn das Schmondfahrt geschkerken wird, dann da machen wir so viel wie bei uns ein bisschen auf einmal, weil das dort dick nicht ist. Wir wollen die Tischmatte deren und wir wollen etwas Krakerei, ein bisschen, wenn wir würden Pankjuppen durchrühren. But anyway, nu haben wir das rein. Nu wollen wir dort auf half, und dann eine half brauchen wir für Schrimp Camarones Enchiladas und das andere dann für Hennafleisch Enchiladas. Wir wollen das Port merken. Und sein wollen dann nicht, was das Beste schmecken, aber leider was beides scheint schmecken. Und das Hennafleisch, das war dann an der schmale Stremel geschnitten, vielleicht viel Salbreit. Vielleicht ist das. Weil ich habe das Maße haben, dann schafft ihr das fein. Und da, was ihr dann tun, ist, dann nehmt ihr das Hennafleisch. Und dann macht das Sauce und dann soll ihr das Gescheit durch. Und dann ist das rein zum Hennafleisch Enchiladas merken. Naja, dasselbe wie das dann fehlt. Hier haben wir unsere Korn-Tortillas. Wo wir fangen von der Eierrede Hennafleisch, du was nehmen und dann mit Käse und jede Tortilla. Und dann wollen wir das schmeckt top rollen. Und dann werden wir das Start, der alle an einen Plaut nehmen. Das ist sein können, das darf ein bisschen Schweinerei, vielleicht habe ich in der Gelegenheit die Finger zu schweinen. Aber das ist dann das Überbleibsel, was wir dann tun, ist, wo wir das hier alle noch mit schmieren. Alle wenn ein fein wird beschmiert ist. Und dann, was wir dann noch tun, dann tun wir noch eine feine Schicht Käse ab. Wir haben hier bunten Käse, Mozzarella und Cheddar. Durchgeriert, die kann je dan zo'n Käse brauchen, die wollen, du kriegst es dort ganz ohne Käse ist. Und dann ist dort rein zum Backen. Und du kriegst es dort, kann je dort öffnen, weil je will, du hier kann je dort backen, hast je immer was rein. Und das nächste ist aber die Schrimp, die Camarones. Die wollen wir dann nehmen, die nach der Bitte geschnitten, vielleicht 2 Mal oder so, die durchschneiden.
En dan nemen we dat en dan doen we ook wat van dat smoonvat, maar dat grondstof tegen. Ja, krijg je staat en dan staat eruit. En deze, die worden we dan met meeltortillas. Je kan ook met korntortillas wat je wil, maar dit worden we dan wat met meeltortillas. Oké, die worden krijg je gemerkt, dat is de enchiladas van dat henna-vlees. Je hebt dus een andere pound dat ook. Nemen we de meeltortillas en dan ook wat van dat Schrimp Camarones erin en dan de toprollen. So staat waar we de ganze Plutval ook uitmerken. En daar waar we den oven abhärten, dan steckt 350 Grad en dan einmal durchhärten, weil die Käse verschmolzen ist. En zoals ik zei, weil je dat is allerhand uitgemerkt, maar den Käse alles erboven. Die kan je afvrieren, du kijkt mal, du hou de Plut niet uit, dat even je saus schmont, wat even je schmeert. Nu doe je Käse ab, alles, en dan kan je dat te bedaken met blanket papier en met plastic, kan je dat afvrieren en eerst een tijd opdelen en abhärten en hou je dat eruit. Oder je kan het rein voets im oven nemen, bakken dat en dan hier mensen erloden, oder je jas oder vriendschap. En dan kan je dat genießen. Ja, nu is de Plutval ook eruit. En nu gaan we die bakken. En weet je wat, we hadden nog wat even gebleven het pizzadeeg. En daar wat we dan maken is dat een beetje een pizzabroodjes, oder wat ze dan pizza sticks, breadsticks. Hebben we wat pizzabrood en door spijtjes snap en cheese. En dan doen we dat een kleine beetje gesneden en dat is wat toe eten. Schmeckt zeer schijn, dat schmeckt allerwegen goed. Ik wil Ihnen sagen, dat soll je thuis ook nog mal zwischen aanmerken. Dat schmeckt ergens wat schijn. Wow! Dat schmeckt schijn, ik hoop die merken die ook. Dat we even gebleven het pizzadeeg. Dat je door Italian seasoning abstreven. Je stopt met butter bij penselen den deeg en dan dat Italian seasoning erop. Een beetje gesnickpulver. Dan cheese en dan een baken 424 Grad Fahrenheit. Maar dat zo fijn bruin is. Wauw! Hoi, het tijd hem opdassen. Kijk hem al dat. Wow. Zeer, zeer schön. Hier haben wir Enchiladas von Camarones und Enchiladas von Hühnerfleisch. Und nu wollen wir ein von jeder hier nehmen. Krass ist das. Das ist ja viel, aber sehr fein heute. Hier dan wird dieser Schmack aufwaschen mit Verdieu, oder mit Schmack sitzt. Hier haben wir Avocado wieder wel. Kijk dat, hier wird je toe eten. Ja, kijk zo. En een beetje rijst, Mexicanische rijst weer wel. Daar ben ik weinig wel. Ja, kijk zo. En hier hebben we nog heute Schobeln frijoles de la olla. Ja, kijk de staat. En weet je wat? Ik wil hier nog een paar zo'n cheese sticks. Wat we nou een cheese staken. Cheesebroodjes. Ja. Dat is wat ik wil van die brokken voor henna enchiladas en Camarones enchiladas. Nu wil ik het allemaal wijzen van dichtbij. Ja, kijk maar. Dit is van hennafleisch en dit is van Camarones. Nu willen we eten. Ik leer het zit ganz vernünftig met deze maaltijd. Wat leef je? Mamma mia! Oké, daar willen we van jou eten. Eerlijk zijn we zeer dankbaar dat God met ons is. Dat God heeft ons versproken, die wordt immer met ons zijn, want we op de zware tijden gaan. En gisteren, voor we naar Winnipeg, naar de dokter, met mijn vrienden en specialisten en specialist. En
Het laatste die waren iemand opereren am Regen oder am Regenstrang. Und das ist ein bisschen eine große Operation. Und das wird vielleicht so sein, vielleicht anfangs nächstes Jahr passieren. Immerhin, wir werden uns da nicht sorry mitmachen. Gott hat gesagt, er wird mit uns sein. Aber immerhin, ich bin Gott dankbar, dass wir uns immer weiter können anverlauten. Und dass er so gut zu uns gewesen, dass der uns nicht immer was wir wollen, aber er gibt uns, was uns fehlt. So, müssen wir dankbar sein. Der ist gut, auch der ist schlecht, was immer uns entgegenkommt, aber wir können dankbar sein und uns auf Gott verlauten, dann ist es so viel leichter. Was immerhin, nu will wir eten. Ich sage Gott dankbar, dass ich von dir habe ich eine Konsort eten. Von dir habe ich hier Schrimp Camarones, Enchiladas und henna Enchiladas. So nu werden sein, was das schönste schmeckt. Ich kann hier Schobeln, was wir nennen Frijoles de la Olla, das sind sehr einfach gekochte Schobeln. Ja, mit Ries, dann habe ich hier noch ein bisschen Käsebrötchen gebacken. Mit ewig gebliebenes Pizzadeig. Und nu wollen wir eten. Wuhu! Das erste war da ich Klippe mit Zina nehmen, ich muss ich Klippe hosten, ich wundere sich, wie vielleicht meistens mit gekillt hat. Immerhin. War dort mit er nehmen, von beides ein bisschen, vielleicht hat er mit mehr her. Ja. Das schmeckt ja irms. Ha! So ja schon. Immerhin. Nu, weil ich das schmeckt, ich kann noch keinmal euer Camarones Enchiladas geholt. So, dort will ich nicht schmecken. Hier hou dat, nu hou dat moet smaken. Wow! Dat smaakt fijn. Ik weet, ik reed deze week met wat mensen die leggen niet Schrimp, die leggen niet Camarones. En dat vreet mij een waag wegen, want iedereen wo die leggen, dat moet niet veel te duur worden. So, für die wollte ich legen. Ich schütte die Merken hier drauf, diese Schrimp Camarones. Das ist das erste, was die gemerkt haben, das wird aber never das letzte sein. Sehr schön. Und diese Brotjes. Schobeln. Wow. Wir wollen heim und nicht mehr aufbieten von dir. Für mich ich würde sagen, die mit den Camarones, mich schmeckt die schöner, weil der Charakter schein ist von der Hennerfleisch. Wow. Sehr schön. Guck die mehr in den Rücken. Lobby weiten. Danke.